Eure Promotion vun de Spieldag den US Hustadt empfängt den FC Marmer 32. Nom sich vu Grävemarer 5:0 ginint den FC Monnerech asslo den FC Marmer 32 op der 11. Position mat 3 Punkten. Hustadt dogéint spielt 4 dabei. Sie sind am moment feierten mat 9 Punkten. Hier enzech Niederlach war gegen den US Sandweiler. Dementsprechend aus den US Hustadt Favorit vun dest Spiel. No 4 Minuten die echt geféierlecht Phase. No eng Doppelpass zwischen de Desevic an der Rougeau kënnt den Desevic am Stroframe ran de Plan am properen Tackling, den Desevic fällt mit den Arbiter pfeift kein 11 Meter zerrascht. 2 Minuten dunno die nächst geféierlecht Situation de Stumpf flank de Rougeau schießt direkt an do könnt de ganz gute Reflex vum Federspiel, den 1:0 verënnert. Der nächste Schuss von Mama kommt an der 13. Spielminute durch den Andres Medinas harmlos für den Planling. Hustadt dominiert das Spiel. An der 15. Spielminute kommt das Fass. Weiten Zuspiel auf den Desevic. Der Desevic fixiert an den Marxen, setzt sich durch, der Marxen mit der Gerätsch. Der Spieler von Hustadt fällt an den Arbiter pfeift 11 Meter. De Marxen bereiert de Ball net, awer de gegnerische Spieler. Dementsprechend ass d'Entschädung völlig richtig. Et ass den neuen Zugang vun dese Summer an Kapitän Rougeau den Verantwortung iwwerholt an den 1:0 für Hustadt mëcht. Den Federspiel hat allerdings die richtige Seite erwischt, mé kommt de Feierungstreffer net verënneren. Während 15 Minuten geschieht absolut nichts. Bis den Duell zwischen den Stumpf und den Endur. Den Endur gewinnt den, hier geht dann nie richtig zugegriffen, kommt dann zum Aufschluss und schießt dummer den Ausgleich für Marmer. Der präzise Schuss vom Endur war für den Planling nicht zu halten. Und dann probiert Hustadt Druck zu machen, wie zum Beispiel hier mit der Flanke vom Stumpf, Kopfball vom Desevic und der gute Reflex vom Federspiel an den Marxen klärt. An der 37. Spielminute kriegt ein Drift ein interessanter Freistoß, hier schießen aber Licht doniert. Kurz vor der Halbzeit dann Awurf für Marmer. Der geht gespielt auf den Endur. Hier ein fixierter Planling, lädt ihn dann zurück. Mit du hast keinen für den Ball heranzudrücken. Marmer kriegt eine weitere Chance. Mehr nach einer Kehr scheitert den Andres durch Freistoß auf den Planling. Dementsprechend steht es dann an der Halbzeit in den zwischen die zwei Equipen. Hustadt dominiert, mir hat Fehler gemacht, den Marmer das ganze Spiel bräucht hat. Die echt Goalchance von der zweiten Halbzeit aus für Marmer. Mam Adrovic hier flankt, ob de Van was hier scheitert, Planling. Dann trägt Hustadt aber definitiv auf Gaspedal. Als Echmol mit dem Schuss vom Stumpf, Echke Aluminium. Der Ball kommt zurück beim Gera. Der Gera spielt dann zurück beim Koljenovic. Koljenovic mit der Flank, der Ball kommt beim Desevic. Kopfspiel und für Zweitkehr Aluminium. Gucken wir mal die terrible Goalchance an der Zeitlupe. Als 6 Mal der Stumpf. Sein Schuss ist genial, wir sind der Meinung, dass wenn er kadriert wird, dann hat den Federspiel könnten ein Parat machen. Per Konter beim Kopfspiel vom Desevic wird der Marmer Keeper aber definitiv geschlagen. Die schöne Sequenz von Hustadt war aber noch nicht fertig. Wie zum Beispiel bei diesem Lupper vom Rougeau, mit du kann der Federspiel klären. Mit dann hat Marmer Chance auf den Hold-up. Und du schickt Bartels am Lauf. Bartels lädt ihn dann zurück für den Van Was und du fehlt ein Fußspitz für den Feierungstreffer zu schießen. Hätte Bartels den Ball Boden gespielt, wäre es mittlerweile 1:2 für Marmer. Aber wie so oft am Fußball, wenn er so Chancen nicht nutzt, dann wird ihn direkt bestraft. In diesem Fall ist es eine Flanke vom Stumpf, die nicht gut geklärt wird vom Marxen. Der Ball kommt dann auf dem Rougeau sein Kopf, den sein Doppelpack mischt. Ausschlaggebend für diese Goal ist leider der Fehler von Marxen mit Feierung von Hustadt, also war er verdient.
Mama probiert direkt zu reagieren. Mam Freistoß vom Andres, der geht aufgefällt, der Pläumling kann den Ball nicht festhalten, der Ball geht direkt beim Van Was, die will sich schlechte Kontrolle, der Goal verfehlt. Eine Minute nur hat den Desevic dann den Breakball Fuß, aber sein Schuss geht leicht durchlängscht. 57 Spielminuten Ballverlust von San Andres, der Ball kommt beim frisch angewechselten Ntabala, probiert von weitem, aber sein Schuss geht just drüber. 69 Spielminute Corner für den FC Mama, der geht geschossen auf den Ntabala sein Kopf, den der Ball aber nicht in Richtung Goal bringen kann. Und dann diese Situation, der Van Was kommt am Strafraum ran, lädt dann zurück für den Endo an, dann ist ein Ausgleich. Nee, der Ball geht just daneben. 50 Sekunden Duno, de Lopez findet nur einen weiteren Pass, der Van Was kriegt er aber nicht hin, für den Goalkeeper zu lupfen. Wie in den Teil gesagt, werde Van Was nicht weiter fort, den Pläumling zu schlagen. Wir spielen die Nachspielzeit. Goalchance für Höchstadt. Mit dem Gerasei-Schuss geht dem Federspiel gut keine Schwierigkeiten. 92 Spielminuten, die allerletzte Chance für Mama. Durch einen Flank vom Andres auf den Ntabala, aber sein Kopfspieler ist nicht auf den Goal. So gewinnt dann Urstadt mit 2-1 sein Spiel gegen Mama. Mama hat zwar die Occasion für die zweite den Ausgleich zu schießen, aber der Sieg von Urstadt ist aber definitiv verdient. Die anderen Resultate außer ihrer Promotion werden am nächsten Video publiziert gehen.